Auf die einen Seite kann es mega beängstigend sein, einen Papi zu haben, der so ein gefährliches Hobby hat, aber heute zeige ich euch mal die positive Seite. Weil wenn man selber dabei kann sein, ist es noch halb so wild und ich nehme euch mal mit. Wir gehen dort auf klettern und ich zeige euch mal, was man für das alles so braucht. Wir sind am 16 Uhr morgens aufgestanden, wo die ganze Familie noch geschlafen hat. Dann haben wir uns so ein Honigbrötchen hintergetatscht. Mich eingecremt. Natürlich hat mir niemand geholfen. Ein Patagonia-Shirt von meinem Papi bekommen, voll Style. Und dann habe ich gecheckt, oh, ich muss ja meine Frisur ein bisschen tiefer machen, weil ich auch so einen Kack-Pilzhelm anlegen muss. Dann sind wir da endlich aus dem Haus gestapft. Wir sind hier im wunderschönen Tessin. Dort ist halt das Wetter einfach immer top. Oh mein Gott, was macht das so Voice Crack? Ich muss sagen, es sieht einfach aus wie in Costa Rica. Man muss einfach gar nicht auf Costa Rica, man muss einfach ins Tessin, Freunde. Dann sind wir da endlich an unsere Stelle angewatschelt. Schon immer so eine Stunde bis 2 Stunden einrechnen, aber unser Zeugs ausgepackt, das Seil und das ist im Fall ein recht schweres Gestaltchen angelegt. Das ist sehr wichtig, dem vertrauen wir unser Leben an, Freunde. Genauso wie dem Knopf, den ich jetzt da mache. Ich habe es so gelernt, macht immer einen Teich und dann taucht man rein. Und dann haben wir noch das ist der sicherste Knopf auf der Erde, was es gibt. Dann muss man das Gestaltchen machen und dann fährt man dem nach. Aber bitte nicht nachmachen. Zuerst in einen Kurs gehen, das ist mir sehr wichtig. Und dann immer so weiter, bis man den Berg oben ist. Aber viel kompliziert, das kennt ihr dann nachher. Und irgendwie ist das Video jetzt schon lang. Ich mache noch ein paar 2.